Ja, wir sind mitten in dieser Serie über Entscheidungen. Hast du dir auch schon mal überlegt oder darüber nachgedacht, wer du heute bist, ist auch ein Resultat der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Sie haben die Richtung deines Lebens bestimmt, sie haben die Qualität deines Lebens bestimmt, vielleicht zum Guten oder vielleicht zu weniger Guten. Das heißt, dass unsere Leben von unseren Entscheidungen sehr stark geprägt werden. Und das heißt auch, dass die Entscheidungen, die wir heute oder in der Zukunft treffen, ganz starke Auswirkungen auf unsere Zukunft haben. Entscheidungen spielen eine große Rolle in unserem Leben. Ein sehr bekannter Baptistenprediger, der Frank William Boreham, hat einmal Folgendes gesagt: Wir treffen unsere Entscheidungen und werden dann von unseren Entscheidungen getroffen. Und das ist so wahr. Wisst ihr, unsere Entscheidungen bringen immer auch Konsequenzen mit sich. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, was für Entscheidungen wir im Leben treffen, denn wir schreiben die Geschichte unseres Lebens mit unseren Entscheidungen. Und wir müssen ja jeden Tag Entscheidungen treffen. Das haben wir alle gemeinsam, deshalb ist diese Botschaft für alle von uns. Und Gehirnforscher haben sogar herausgefunden, dass wir täglich über 20.000 Entscheidungen treffen. Ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber das sind so viele kleine, unbedeutende Entscheidungen wie, ja, trinke ich jetzt einen Kaffee oder einen Tee, ziehe ich heute die blauen Hosen an oder die schwarzen oder esse ich heute auswärts oder zu Hause. So viele unbedeutende Entscheidungen, aber es gibt auch immer wieder im Leben ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die eben große Auswirkungen haben. Und am letzten Sonntag haben wir gehört, wie man schwierige Entscheidungen trifft. Manu hat darüber gepredigt und wer diese Botschaft nicht gehört hat, unbedingt noch nachhören. Das Thema heute lautet, wie Joel schon gesagt hat, wie treffe ich weise Entscheidungen? Und ich habe zu diesem Thema 3 Hauptpunkte. Der erste Hauptpunkt, ich möchte Gründe nennen, weshalb es uns manchmal so schwer fällt, zu entscheiden. Dann habe ich den zweiten Hauptpunkt, ich möchte die enorme Bedeutung der Weisheit beleuchten. Und der dritte Hauptpunkt sind dann 2 praktische Schritte, wie wir weiser werden können. Seid ihr bereit? Okay, dann legen wir los mit dem ersten Hauptpunkt. Warum haben wir oftmals so Mühe, Entscheidungen zu treffen? Wisst ihr, immer mehr Menschen tun sich schwer damit. Was ist der Grund dafür? Der erste ist, wir haben heute so viele mehr Möglichkeiten oder mehr Optionen im Leben, als wir das je zuvor hatten. Als ich aufgewachsen bin, da gab es nur wenig, ja, ich sag mal Möglichkeiten, zum Beispiel um in die Ferien zu verreisen. Aber die heutige Generation, die hat unlimitierte Optionen. Die können an Orte reisen, von denen konnte ich früher nur träumen. Gut, jetzt mit der Corona-Krise hat sich das auch etwas geändert, aber auch die geht ja vorbei. Dann ein anderes Beispiel. Früher, wir hatten vielleicht 2, 3 Restaurants als Auswahl. Aber heute haben wir zig Restaurants und dann müssen wir uns sogar noch entscheiden, ob wir das Essen per App nach Hause bestellen. Selbst wenn man 2, 3 Möglichkeiten hat, ist es relativ einfach. Kommt ganz drauf an, was. Sich zu entscheiden. Und wenn man so viele Optionen hat, dann wird es echt schwierig. Ich kann mich gut erinnern, als ich als junge Frau nach Amerika ging, um dort zu leben und ich musste mich selber versorgen und ich ging da in diesen Supermarkt, riesig, ich war überwältigt von der Größe und ich wollte Cereal kaufen, also Cornflakes. Und da stand ich in diesem Gang, 20, 30 Meter lang, eine Sorte nach der anderen. Ja, welche kaufe ich jetzt? Hier in der Schweiz gab es vielleicht 4 oder 5 Sorten. Je mehr Möglichkeiten wir haben, umso schwieriger wird es, sich zu entscheiden. Der zweite Grund, und das betrifft hauptsächlich die junge Generation. Und ich weiß, die junge Generation ist jetzt nicht hier, aber damit wir sie noch besser verstehen können, bringe ich diesen Punkt trotzdem. Das ist die sogenannte
Illusion der Perfektion. Was heißt das? Wir haben jetzt die erste Generation, das sind all diejenigen, die nach 2000 geboren sind, die 100%ig digital aufgewachsen sind. Die kennen ein Leben ohne Handy nicht oder ein Leben ohne Laptop oder ein Leben ohne Social Media, ohne die sozialen Netzwerke. Was heißt das jetzt? Seht doch, Instagram zum Beispiel wird ihnen suggeriert, so sieht das perfekte Leben aus. Und da werden Bilder gepostet, zum Beispiel von makellosen Körpern, die vielleicht beim Workout sind und in perfekter Pose, natürlich mit Sixpack, oder? Und das ist dann das ideale Bild, so sollte man aussehen. Oder man sieht Bilder vielleicht von den Ferien an einem paradiesischen Strand. Das heißt es, Ferien zu machen. Oder man sieht Bilder von einem romantischen Date. Natürlich mit einem perfekten Sonnenuntergang im Hintergrund. So muss es sein. Das ist das perfekte Leben. Aber das Problem dabei ist, dass wir immer nur die absoluten Highlights aus dem Leben von anderen, die ja so erfolgreich, die so attraktiv, die ja so sportlich sind, zu sehen bekommen. Das sind nur sogenannte Snapshots, Momentaufnahmen. Im echten Leben aber sieht vieles so ganz anders aus. Seht, kein Topmodell sieht im echten Leben so aus wie auf dem Cover eines Modemagazins. Keines. Da wurde so viel nachträglich optimiert, da ist so vieles fake. Und jetzt für unsere junge Generation, sie wollen Jesus nachfolgen, sie wollen im perfekten Willen Gottes für ihr Leben leben und sie haben so diese Vorstellung, Gott hat für jede Person den perfekten Partner. Und stellt euch einmal vor, was passiert, wenn nur jemand eine falsche Entscheidung trifft und die falsche Person heiratet. Dann gerät diese ganze Vorstellung aus dem Fugen, dann ist es vorbei. Jemand hat es vermasselt. Ich weiß nicht, wie viele hier sitzen oder zu Hause sind und jetzt denken, ich bin die Person, die es vermasselt hat. Du hast den falschen Partner geheiratet. Bitte keine Hände heben jetzt in diesem Moment. Wisst ihr, wegen dieser Illusion der Perfektion hat die junge Generation so große Mühe, Entscheidungen zu treffen, aus Angst, es könnte nicht die absolute, perfekte Entscheidung sein. Und deshalb sind sie unentschlossen, treffen keine Entscheidungen. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, keine zu treffen. Und das hat dann schlimme Folgen. Charles de Gaulle, der bekannte französische Staatsmann, hat einmal Folgendes gesagt, sehr, sehr weise. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Habt ihr auch schon gemerkt, das Leben ist nicht perfekt? Diese Erde ist nicht perfekt. Gott hatte sie zwar perfekt geschaffen, aber ja, wir haben es vermasselt. Ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt. Man kann sagen, nobody is perfect, oder? Nobody. Es gibt auch keine perfekten Beziehungen. Gibt es nicht. Es ist harte Arbeit. Alle können da Amen sagen, die verheiratet sind. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, da sehen wir etwas so total Ermutigendes. Gott hat nämlich schon immer unvollkommene, unperfekte, ist nicht ganz deutsch, Menschen gebraucht, um seinen perfekten Willen hier auf Erden geschehen zu lassen. Und ich denke da zum Beispiel an Jakob, einer der Erzväter Israels. Hey, er war ein Betrüger. Und ich denke an Sarah, die Frau Abrahams. Sie war so ungeduldig. Sie konnte nicht warten, bis Gott die Verheißung in Erfüllung bringt und hat selber gewurstelt und einen Sohn produziert. Aber Gott hat sie trotzdem als Mutter von Isaac gebraucht. Und ich denke an Mose. Mensch,
über 1 Million Menschen aus der Sklaverei in Ägypten befreit, 40 Jahre in der Wüste, aber in dieser ganzen Zeit, er hat seinen Jähzorn nicht in den Griff bekommen. Aber Gott hat sie trotz ihrer Unvollkommenheit mächtig gebraucht. Nun der nächste Grund, der dritte Grund, ein letzter, weshalb wir oft so Mühe haben, Entscheidungen zu treffen, der betrifft uns alle wieder, weil wir in der Vergangenheit oft dumme oder unweise Entscheidungen getroffen haben. Mal ganz ehrlich, wer hat schon mal eine Entscheidung getroffen, die er im Nachhinein bereut hat? Jetzt dürft ihr die Hände heben. Ich habe zu wenig Arme, um sie hochzuhalten, wenn ich an die vielen dummen Entscheidungen denke, die ich schon getroffen habe. Und wir sagen dann, oh, hätte ich doch damals auf mein Umfeld gehört, auf meinen Pastor, meine Eltern oder meine besten Freunde und mich nicht auf diese Beziehung eingelassen oder nicht diesen Geschäftsstil abgeschlossen. Oder wir sagen, oh, hätte ich mich doch damals nicht verschuldet, nur weil ich unbedingt dieses Auto kaufen musste. Oder andere sagen vielleicht, oh, hätte ich mich doch damals nicht auf diesen Seitensprung eingelassen. Mein Leben würde heute anders aussehen. Hätte. Es ist so viel Schmerz, ist schon in unser Leben gekommen, wegen dummen, wegen unweisen Entscheidungen. Und deshalb haben wir Angst, Entscheidungen zu treffen, denn es könnten ja wieder die falschen sein. Nun, die Frage, der wir uns heute stellen wollen, ist folgende. Wie können wir im Prozess weise Entscheidungen zu treffen wachsen? Wisst ihr, ich wünschte, dass wir alle nach dieser Predigt nur noch weise Entscheidungen treffen würden. Tut mir leid, es wird nicht geschehen. Es ist ein Prozess. Und dieser Prozess, in dem stehen wir, bis wir eines Tages bei Jesus sein werden. Aber wir können wachsen. Denn wisst ihr, egal wie alt du bist, du kommst immer wieder in Situationen, wo du schlichtweg nicht weißt, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Aber gibt es etwas, worauf wir achten können, um weise Entscheidungen zu treffen? Ja, das gibt es. Aber wisst ihr, wir haben ein Problem. Wir alle leiden an einem Mangel. An einem Mangel an Weisheit. Und deshalb müssen wir, und das ist der zweite Hauptpunkt, die große Bedeutung der Weisheit erkennen. Und das wusste schon König Salomo. Wenn du in der Bibel nicht so bewandert bist oder im Alten Testament, kein Problem. Salomo war der Sohn von bekannten König David. Und er war der Nachfolger als König. Und als er König wurde, da brachte er Gott ein Brandopfer dar. Und das haben Könige damals so gemacht, ein Brandopfer dargebracht. Aber Salomo, er wollte Gott so sehr ehren. Er wollte Gott so sehr zeigen, wie wichtig er für ihn ist, dass er nicht ein Brandopfer dargebracht hat, sondern gleich 1000. Und in jener Nacht ist ihm Gott erschienen. Wir lesen in 2. Chronik 1,7. Da sagte Gott zu ihm, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. Nur kurz einen Moment hier. Sehen wir den Zusammenhang, wenn wir Gott über alles ehren, Gott über alles lieben, dann bewegt das Gottes Herz wie nichts anderes. Bitte und ich werde es dir geben. Stellt euch einmal Salomo vor, hey, schenk mir den Sieg über meine Feinde für den Rest meines Lebens. Lass mein Königtum das größte aller Zeiten werden. Schenk mir Reichtum, Macht und Ruhm. Aber was hat er zu Gott gesagt? Als Antwort im Vers 10 lesen wir, schenk mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich gute Entscheidungen fälle. Denn wer wäre fähig, dein großes Volk zu regieren? Er bat um Weisheit. Hey, er hätte alles haben können.
alles nur Erdenkliche. Aber er bat um Weisheit. Und wisst ihr, diese Antwort hat Gott so sehr gefallen, dass er sagte, ich schenke dir nicht nur Weisheit, sondern all diese anderen Dinge wie Ruhm, wie Reichtum, wie Macht dazu. Haben wir dann überlegt, wenn Gott uns erscheinen würde, vielleicht diese Nacht, und zu uns sagen würde, was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Was würdest du dir wünschen? Dass Gott all deine Beziehungskonflikte lösen würde? Dass Gott all deine Probleme aus dem Weg schaffen würde? Dich von deinen Schulden befreien würde? Oder vielleicht würdest du ihn um einen Ehepartner bitten? Oder vielleicht, dass du schwanger werden kannst? Oder vielleicht, hey, schenk mir ein problemloses Leben, dass ich für den Rest meines Lebens einfach nur noch glücklich bin. Ganz ehrlich, ich hätte nicht um Weisheit gebeten. Und du wahrscheinlich auch nicht. Es wäre zumindest nicht zu oberst auf meiner Liste gestanden. Aber Salomo sagte, mehr als alles andere, schenk mir Weisheit, denn er hat um diese enorme Bedeutung der Weisheit gewusst. Und Salomo wurde zum weisesten Menschen, der je gelebt hat. Und er hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch ist in der Bibel. Es ist das Buch der Sprüche. Es ist ganz einfach zu finden. Du musst einfach deine Bibel nehmen, eine mit Alten und Neuen Testament, genau in der Mitte aufschlagen und du bist mitten im Buch der Sprüche. Und dieses Buch ist voller Weisheit. Vor allem, wenn es um den Umgang geht mit Dingen wie Geld, wie Macht, wie Erfolg, wie Sex, wie Probleme, wie das Älterwerden, wie Freunde, wie Familie. Name it, it's there. Kannst sagen, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Nenne es und du findest es im Buch der Sprüche. Wenn du wirklich weise werden willst, lies dieses Buch. Es hat 31 Kapitel. Wenn du ein Kapitel pro Tag liest, dann bist du in einem Monat durch. Und wenn du wirklich weise werden willst, wiederhole das Monat für Monat. Du wirst an Weisheit enorm gewinnen. Salomo sagt in diesem Buch, im Sprüche 4, Vers 7 folgendes. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise. Nur eins. In anderen Übersetzungen heißt es, Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Weisheit ist das Allerwichtigste. Wirklich? Könnt ihr euch erinnern, Manu hat gesagt in der Predigt, dass wir mehr wirklich sagen sollten. Wirklich? Ist Weisheit wirklich das Allerwichtigste? Ich hätte das nicht gedacht, dass Weisheit das Allerwichtigste ist. Leider verstehen wir viel zu wenig, wie wichtig Weisheit eben ist, dass sie eigentlich der Schlüssel ist zu allem anderen, zu allem, was wir im Leben benötigen. Wisst ihr, die meisten Probleme, die wir haben im Leben, sind aus einem Mangel an Weisheit entstanden. Dass du heute Finanzprobleme hast, ist, weil du unweise Entscheidungen, finanzielle Entscheidungen getroffen hast. Salomo fährt fort in Sprüche 8,11. Wir werden jetzt einige Verse aus diesem Buch lesen. Denn Weisheit ist wertvoller als Edelsteine. Und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. Weisheit ist wertvoller, ist nicht nur das Wichtigste, sondern Weisheit ist auch wertvoller als Edelsteine oder als Juwelen, als Diamanten oder Korallen oder Perlen. Es wird ganz unterschiedlich übersetzt, dieses Wort. Nichts ist da mit der Weisheit zu vergleichen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Pink Star. Das ist der zurzeit teuerste rosa Diamant in dieser Welt. Und er wurde für über 70 Millionen $ gehandelt. Er ist 11,92 Gramm schwer. Über 70 Millionen $. Ich habe dann nachgeschaut, wie viel ist 11,92 Gramm Gold wert? Etwas über 700 Franken. Und die Bibel sagt uns hier, Weisheit ist wertvoll
wertvoller als alles. Nun, meine Frage, was ist denn wirklich Weisheit? Ich habe eine ganz einfache Definition von Weisheit. Weisheit ist das Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Weisheit ist das Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Seht, Weisheit ist nicht Wissen. Wissen kannst du dir an vielen Orten holen. Selbststudium in der Schule, Weiterbildung, Studium und so weiter. Du kannst dir viele Diplome holen, viele Titel erwerben und dir sehr, sehr viel Wissen aneignen. Aber viel zu wissen bedeutet noch lange nicht, dass du auch weise bist. Denn Weisheit und Wissen sind nicht dasselbe, es sind unterschiedliche Dinge. Menschen können sehr, sehr viel Wissen haben. Und bitte entschuldigt, wenn ich das jetzt sage, aber sie sind sehr, sehr dumm. Dumm nicht intelligenzmäßig, sondern einfach töricht, unweise. Umgekehrt ist es möglich, dass du vielleicht wenig Schulbildung hast, wenig sogenanntes Wissen hast und trotzdem bist du eine sehr weise Person. Warum? Weisheit und Wissen sind nicht dasselbe. Weisheit ist das Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Seht, um weise Entscheidungen zu treffen, benötigen wir das Big Picture. Und dieses Big Picture hat eben nur Gott. Unser Problem ist, dass wir oftmals nicht aus dieser Perspektive von Gott heraus handeln oder entscheiden. In Sprüche 14,12 sagt Salomo, mancher Mensch hält seinen Weg für den Richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Man wähnt sich auf dem richtigen Weg. Ich möchte hier etwas einflechten. Wir sind uns leider viel zu wenig bewusst, dass das Treffen von Entscheidungen ganz, ganz stark von unseren Emotionen und unseren Wünschen geprägt ist. Oftmals übertreffen unsere Emotionen, unsere Wünsche alles andere, jeglichen Verstand. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an Weisheit zunehmen, damit wir immer mehr das Leben aus Gottes Perspektive sehen können. Wir müssen die enorme Bedeutung der Weisheit erkennen. Und der dritte Hauptpunkt heute Morgen sind 2 praktische Schritte, um weise zu werden. Ich habe erstens und zweitens, aber egal in welcher Reihenfolge, sind beide gleich wichtig. Der erste Schritt möchte eine Frage dazu stellen. Mit wem bist du unterwegs? Mit wem gehst du? Mit wem teilst du dein Leben? Sprüche 13,20, da lesen wir, wer mit Weisen geht, lass uns doch das einmal miteinander laut sagen. Wer mit Weisen geht, was passiert dann? Wird weise. Der Vers ist hier noch nicht zu Ende, es geht weiter. Wer aber mit Dummen verkehrt, dem wird es übel ergehen. Hier wieder dumm, nicht intelligenzmäßig, sondern unweise, töricht. Ihr kennt alle die Aussage, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ich möchte das etwas anders formulieren. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wie deine Zukunft aussieht. Es ist ein Prinzip, die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, werden dir entweder helfen oder sie werden dir schaden. Es ist unmöglich, weiser zu werden, wenn du mit den falschen Personen unterwegs bist. Das musst du mal sacken lassen. Es ist nicht möglich, an Weisheit zuzunehmen, wenn du mit den falschen Leuten unterwegs bist. Mit wem bist du unterwegs? Mit wem teilst du dein Leben? Mit wem gehst du? Seht, deshalb sprechen wir so oft von der großen Bedeutung der Kleingruppen in unserer Kirche. Hey, wir alle brauchen andere starke Gläubigen an unserer Seite und zwar konstant. Nicht nur ab und zu. Wisst ihr, es ist gut, dass ihr in die Gottesdienste kommt. Aber ganz ehrlich, 1 Stunde oder 1,5 Stunden im Gottesdienst pro Woche genügt nicht, um all den
Versuchungen und Herausforderungen in dieser gottlosen Welt, in der wir leben, zu widerstehen. Es genügt nicht. Eltern, das gilt übrigens auch für eure Kids. Wie viele Kinder sind schon auf die schiefe Bahn geraten, weil sie die falschen Freunde hatten? Kommt physisch in die Gottesdienste, Eltern. Bringt eure Kinder mit, damit sie hier Freundschaften aufbauen können. Wisst ihr, mein Herz hat echt geschmerzt. Ich war kürzlich bei einer Familie und sie haben mir gesagt, weißt du, wir sind in die Gottesdienste gekommen, aber viele Familien kommen nicht und bringen ihre Kinder nicht mit und unsere Kinder leiden, dass sie die Freundschaften nicht pflegen können. Hey, kommt physisch in die Gottesdienste. Ist egal, in welchem Raum wir sind, Gott ist präsent, er wirkt. Und noch etwas Wichtigeres, schickt eure Kids in die Camps. Wenn du hier bist als Großeltern, schick deine Enkel in die Camps. Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr ist wieder das Schila für 3. bis 8. Klässler. Hey, dort können sie Beziehungen bauen, die tragfähig sind, Freundschaften fürs Leben. Seht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, habt ihr sicher auch schon gehört. Gilt auch für Kinder, damit sie in einem guten Umfeld sind. Es ist mir so wichtig. Mit wem teilst du dein Leben? Mit wem gehst du? Umgib dich mit Menschen, die Gott ehren. Und der zweite Schritt ist ein ganz einfacher, bitte Gott um Weisheit. Es gibt eine Verheißung und ein Gebet in der Bibel, das Gott immer beantwortet. Und wir finden diese Verheißung in einem Buch im Neuen Testament, das ist der Jakobus. Und der Jakobus wird auch das Buch der Sprüche im Neuen Testament genannt. Es ist das praktischste Buch, der praktische Brief im ganzen Neuen Testament. Und dort finden wir einen Bibelvers in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, können wir auch alle unsere Hände erheben, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Hey, wir dürfen Gott um Weisheit bitten. Und er gibt sie uns gerne. Das gilt für jegliche Lebenssituation, Entscheidungssituation, in der du stehst. Aber hier ist der Deal. Du musst Zeit mit Gott verbringen, damit er dir, um ihn zu bitten. Das heißt in diesem Vers, so erbitte er sie von Gott. Und dieser Ausdruck von Gott im Urtext sind 2 Worte. Paratheo. Und dieses Wort para heißt Seite an Seite. Und schildert so bildhaft eine ganz nahe Position an der Seite einer Person. Und das Wort Theo ist ganz einfach das Wort für Gott. Und wenn diese beiden griechischen Worte zusammen gebraucht werden, wie hier in diesem Bibelvers, dann ist damit eine Person gemeint, die Seite an Seite mit Gott lebt. Seite an Seite mit Gott. Und das ist die Voraussetzung, damit Gott uns seine Weisheit schenken kann, dass wir an seiner Seite leben, Seite an Seite mit Gott unterwegs sind. Wisst ihr, Gott möchte nichts anderes als eine Beziehung mit uns haben, in einer Beziehung mit uns leben. So viele Christen rennen zu Gott, wenn sie eine Not haben, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen. Sie meinen, dass Gott wie ein Automat ist. Man wirft oben das Geld rein, man drückt auf das gewünschte Produkt und unten kommt es dann raus. Aber Gott sehnt sich nach einer Beziehung. Diese Menschen bleiben nie an seiner Seite. Weißt du, an seiner Seite, um ihn zu hören, um das Leben aus seiner Perspektive erkennen zu können. Weißt, wenn Gott sagt Stopp, dann bleiben wir auch stehen. Wenn Gott läuft, dann laufen wir mit ihm. Wenn er die Richtung ändert, dann ändern wir die Richtung mit ihm. In Sprüche 23, 19 sagt Gott zu uns, mein Sohn oder mein Kind, hör auf mich und werde weise. Hör auf mich. Auf wen hörst du?
Auf wen hörst du wirklich? Wenn wir auf Gott hören, werden wir weise. Wenn wir an Gottes Seite sind, dann werden wir weise. Das ist dir neutestamentlich, Jesus ist unsere Weisheit. Er ist uns zur Weisheit gemacht. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, mit dem Vater an unserer Seite, dann werden wir beschenkt mit Weisheit. Weißt du, Gott sagt uns nicht immer, was wir tun sollen. Er sagt dir nicht, welche Arbeitsstelle du annehmen sollst. Er sagt dir auch nicht, wen du heiraten sollst. Aber Gott hat verheißen, uns immer Weisheit zu schenken, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich möchte dich heute fragen, in welcher Beziehung lebst du mit Gott? Weisheit beginnt mit der richtigen Beziehung mit Gott. Das sagt die Bibel in Psalm 111,10, steht auch in den Sprüchen 1, 7 und 19, Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Weisheit beginnt damit, dass wir Gott mit Ehrfurcht begegnen. In manchen Übersetzungen heißt es mit der Furcht des Herrn. Ja, heißt das, dass ich mich muss fürchten vor Gott, dass ich mich beugen muss, vor Gott kriechen muss? Nein, überhaupt nicht. Was ist die Furcht des Herrn? Ehrfurcht. Gehen wir nochmals zurück zu Salomo. Er hat uns das vorgelebt. Wollte Gott so sehr ehren, dass er Gott so ein großes Opfer darbrachte. Jetzt, wir müssen nicht Opfer darbringen, aber wir sollen Gott ehren von ganzem Herzen, lieben von ganzem Herzen. Weißt du, wenn du jemanden wirklich liebst, dann machst du alles, um ihm keinen Schaden zuzufügen. Alles. So wichtig. Und das ist Ehrfurcht. Gott ist uns wichtiger als alles andere. Und diese Beziehung mit Gott, die von Ehrfurcht geprägt ist, das ist der Anfang der Weisheit. Ich möchte zum Abschluss kommen heute Morgen und uns einfach noch herausfordern. Herausfordern, den Erwerb der Weisheit zu unserem höchsten Ziel im Leben zu machen. Dass wir alles tun, um Weisheit zu erwerben, egal was es uns kostet. Ich möchte diesen Vers noch einmal lesen, Sprüche 4, Vers 7. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise. Und dann geht es weiter in diesem Vers und heißt es, kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Kein Preis darf dir zu hoch sein, keine Weisheit zu erwerben. Wisst ihr warum? Es kostet dich viel mehr, keine Weisheit zu haben. Ohne Weisheit stolpern wir in unseren Entscheidungen von Katastrophe zu Katastrophe. Deshalb, egal was es dich kostet, lass Weisheit zum Wichtigsten werden in deinem Leben. Das Zweite, umgib dich mit Menschen, die Gott ehren. Oder anders gesagt, hab den Mut, dich von solchen Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Hey, das braucht Mut. Die einen negativen Einfluss haben auf dich, die dich von Gott wegziehen. Menschen, die Gott nicht ehren, trenne dich von ihnen. Damit du weise wirst. Wisst ihr, das können manchmal auch sogenannte gläubige Menschen sein, die äußerlich dabei sind, aber ihr Leben spricht eine andere Sprache. Und das Dritte ist, wenn du noch in keiner Kleingruppe bist, entschließe dich heute, ich werde mich einer Kleingruppe anschließen. Das ist eine Entscheidung, die dein Leben entscheidend verändern kann, dich stärken kann für den Rest deines Lebens. Und das Vierte ist, fange an, bewusst an Gottes Seite zu leben. Seite an Seite mit Gott. Vielleicht, wenn du morgen, wenn der Wecker klingelt, du sagst, danke, Vater im Himmel, dass ich heute Seite an Seite mit dir durch diesen Tag gehen darf.
Wisst ihr, das ist so wunderbar, dieses Wissen, Gott ist mit mir. Ich darf an seiner Seite bleiben. Ich möchte dich fragen, was ist deine Entscheidung heute? Du musst nicht mir eine Antwort geben. Aber wir wollen jetzt einen Moment noch Zeit nehmen, damit du ganz persönlich Gott sagen kannst, was soll sich in meinem Leben verändern, damit ich in diesem Prozess, weise Entscheidungen zu treffen, wachsen werde. Danke, Vater, dass du jetzt einfach du hast in unser Leben gesprochen. Hilf uns jetzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Danke, Geist Gottes. Danke, dass du uns helfen willst, das Leben immer mehr aus deiner Perspektive zu sehen. Herr, hilf uns, dass wir alles daran setzen, um Weisheit zuzunehmen. Danke, Jesus, dass Menschen jetzt den Mut haben, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht emotional nicht so positiv sind. Aber es wird sich zum Positiven auswirken. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich in unsere Mitte hineingeben möchte. Für euch zu Hause, kleinen Saal, unten in der Zürich Lounge. Hast du die wichtigste Entscheidung deines Lebens schon getroffen? Was meine ich damit? Die wichtigste Entscheidung. Es ist die Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Nicht mehr meinen eigenen Weg zu gehen, sondern Jesus in mein Leben einzuladen, aufzunehmen und ihn zum Herrn meines Lebens zu machen. Es ist so, viele Menschen schieben diese Entscheidung vor sich her. Später, weißt du, wenn ich dann mal alt bin, kann ich diese Entscheidung immer noch treffen. Bist du sicher? Wenn Gottes Geist heute dich anspricht, diese Entscheidung zu treffen, dann hab den Mut, diese Entscheidung zu treffen. Ja zu sagen, Jesus in dein Leben einzuladen. Lass uns doch noch unsere Augen schließen. Ich möchte diese Frage in unsere Mitte geben. Und wenn du hier bist oder zu Hause bist, heute diese wichtigste Entscheidung deines Lebens treffen möchtest, Jesus in dein Leben einzuladen, ich würde so gerne für dich beten. Deshalb heb doch kurz deine Hand. Zu Hause oder hier. Danke. Danke. Oh, das ist so wunderbar. Ich möchte gerne jetzt für dich beten. Du kannst gerne auch mit mir beten. Vater im Himmel, danke, dass du zu mir gesprochen hast heute. Und mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Ich will nicht mehr eigene Wege gehen. Und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Danke, dass du mich so sehr liebst und dass du mir vergibst und mir jetzt neues Leben schenkst. Dass ich jetzt sagen kann, ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Halleluja. Herr, ich segne jede Person, die dieses Gebet jetzt mitgesprochen hat. Herr, es ist riesige Freude bei dir und im Himmel. Danke, danke, dass sie jetzt auch die nächsten Schritte dann mit dir machen werden. Amen. Lasst uns doch alle aufstehen und wir wollen diesen Menschen, die mitgebetet haben, heute einen riesigen Applaus geben. Das ist riesige Freude im Himmel. Halleluja.